Es geht weiter, immer heiter bei Anno 1800. Wir sind bei der Passage unterwegs, sind eigentlich recht erfolgreich und Bei diesem Tempo bleiben wir in alle Ewigkeit hier. Propeller drehen sich. ja, und ich überlege mir jetzt gerade, ob ich hier vielleicht ein bisschen was noch bauen soll und so, oder planen soll vor allem. Die Schutzbrillen finde ich Kann ja offen eigentlich nicht gestanden schaden. ein wenig. Offenbar kann ich hier in Gasvorkommen gar nicht mehr planen, das geht auch nicht, das finde ich jetzt ein bisschen schade. Ich hätte es eigentlich mehr erhofft gehabt, aber egal. Wir gucken mal, was noch alles tun wird. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Tunlichst tun wird. So, was wir halt brauchen ist, Die ja, Waffenruhe wurde beendet. wir müssen irgendwie die Leute hier unterhalten. Das war auch hier erstmal eine Kantine, dann brauchen wir natürlich auch noch einen Heizofen. Postamt braucht es nicht unbedingt, der ist auch nicht so schlecht. Doch, komm, Postamt kann man auch bauen. Was auch bauen ist Polarwacht hier oben. So. Quartier. Ne, da hat es einen Einfluss, aber kein Bock drauf. Strom, ja, wofür? Momentan noch. Ich weiß gar nicht, was ich irgendwie damit machen sollte mit dem Strom. So. Wir bauen uns hier mal noch so ein paar Quartiere, wa? Wie wär's mit einem Café? Sie spielen schon seit 2 Stunden. Tatsächlich? Nee, nicht ganz, das stimmt gar nicht. Also, das Spiel lief noch irgendwie eine halbe Stunde im Hintergrund, deswegen denkt jetzt irgendwie von wegen, ich spiele schon so lange, aber stimmt gar nicht. Noch nicht zumindest. Aber ich hatte eh vor, dieser Pause, nach dieser Folge eine Pause zu machen. Also in diesem Sinne, vielen Dank, Spiel, für den Hinweis. Immer sehr wichtig, nicht immer so am Stück spielen und so. Ab und zu eine Pause kann nicht schaden. So. Dann wird die mal soweit vorbereitet. Der ist schon wieder da. Zustand. Jetzt soll er wieder Waren ab. Frachtschiff steht bereit. Ah, warte mal, da geht's nach oben, da geht gar nicht. Hehe, super. Geht mal die Sachen nach oben. Den lieber ist momentan ein bisschen dringender. Okay, ich muss sowieso gucken, wie ich das mache, wenn ich nachher 3 Inseln gleichzeitig irgendwie bewirtschaften kann. Wobei das Konto jetzt sowieso schon ziemlich voll ist, also ja, insofern. Luftschiffkonto, genau. Also, dann brauchen wir natürlich noch ein Lagerhaus irgendwo. Nein, der wird das Teil gleich nach unten bringen, da ist klar. Vielleicht hier oben, wenn nochmal irgendetwas hätte. Ja, macht Sinn, wa? Schiff unter Beschuss. Schon wieder von wem? Der Druck im Kessel. Seht ihr, wir befinden uns in bester Gesellschaft. Da bin ich ganz in der Nähe. Leider. Ein anderer ist eher wieder abgehauen. Hat gar keinen Bock auf unsere Truppe. Ich frage mich gerade, wenn ihr den abgeschossen habt, geht ihr dann wieder auf Beschützerkurs? Oder denkt ihr euch so, nee. No, denken wir einmal ausladen, was alles hat. Woher nehmen Sie diese Feuerkraft? Aus deinem Arsch. Der Krieg ist für uns beide reine Zahlen. Sie können Ihr Büßergewand wieder ablegen. Erwarte neuen Kurs. Das ist ein Scherz, oder? Nö, ich scherze nie. Zumindest nicht über solche Dinge. Sie schließen sich der gerechten Sache an. So, einmal das da holen zum Heizen. Sie trauen mir nicht? Nun, es ist genau umgekehrt. Der Krieg ist vorbei, ja, die Frage ist wie lange. So. Wir gucken mal, wie lange das gut geht hier oben, wa? Haben wir zurück nach Capitulani. Okay, ja, da sind wir auf Beschützerkurs. Sehr gut, sehr gut.
In die Arktis, jetzt aber wieder keine Bretter, weil hier alles trotzdem halt relativ viel kostet. Das ist normal und logisch und alles tippitoppi, bello, kein Plan. Generell trotzdem, ich habe hier, oh doch, ich habe ein bisschen was ich sammeln kann. Oh. Ja, wobei, 150 etwa. Ja, 150, das... Aber eh nicht vor, so viele Leute hier zu beschäftigen, hä? Nun, halten Sie lieber die Feder oder das Schwert? Ah, Sie schließen Warte, sich der 250 ist ja gerechten Sache trotzdem viel. Ja, aber sehen Sie dann, wa? Natürlich alles Step by Step. Der ist schon wieder da. Für die Rallala, lade ich mal die Dinger aus, aber momentan nicht. Muss ja auch hier unten ein bisschen gucken, dass sie was haben. So. Irgendwann müssen wir das in ein Lager bringen. Ja. Ich gebe nicht auf, solange es einen Zug... Ich vermisse es durchaus, obwohl ich auch... Wenn ich irgendwie helfen kann? Polarbrot. Typisches skandinavisches Fladenbrot, das haben wir im Feuer backen. Noch für Mehl. Enchanté. Sie haben es sicherlich längst kommen sehen. Ernsthaft. Schiff unter Beschuss. Erwarten neue Horizonte. Wie kann man nur so blöd sein? Er verliert doch sowieso, was soll denn das überhaupt? Oh Mann, ey. Im Schwebezustand. Ich muss zugeben, so ein Luftschiff ist echt verdammt schnell. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Ich bin nicht sicher, ob dieser Kampf sich noch... Auch ich habe Frau und Kind. Warum machst du dann so eine Scheiße? Jetzt mal ehrlich. Oh Mann, oh Mann. So, er wird doch gerne das noch ganz kurz irgendwie auf Vorrat bringen. Ah, 7 Minuten. Hä, 17 Minuten? Nee. So lange ist das Park garantiert noch nicht. Das wäre ein bisschen übertrieben gewesen. Luftschiff. Noch nicht so einen starken Verbrauch haben wir. Zumindest noch nicht, was Kohle betrifft. Nee. Höhe stabil. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich weiß noch zu wenig von ihnen, damit irgendwas passieren würde. Ja, das macht Sinn. Ja, es wird sich alle zusammen. Okay, gut. Mann, oh Mann, oh Mann. Pemi kann immer noch gesperrt. Hat echt 100 entdeckt, damit das geht. Das war mir so gar nicht mehr bewusst. So, jetzt werden die Bretter wieder. Ja, Bretter hier selber machen. Fehlende Fruchtbarkeit, ja. Ist halt doof, was willst du machen? Nicht allzu viele Änderungen, hoffe ich. Neben Das all den hoffe ich anderen auch. Spitznamen haben wir begonnen, sie unseren Meister Alter. zu nennen. Keine Änderungen? Wirklich? Keine Änderungen? Hä, hat doch einen Ofen. Alter, ernst jetzt? Tss. Ja gut, es geht halt über... Ja, ja, es macht ja Sinn, es geht über die Straße. Mein Gott, ey. Puh, ui, 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 ui. Ja, schau zurück. Alter! Propeller drehen sich. Ich kann sagen, was du willst, aber fix sind die echt. Lecco mio, ey.
Wärme. Ja, da muss leider reichen. Zumal ich hier nur 4 Plätze habe und das Es ist mangelt schwierig. an Arbeitskraft. So. Ja, ich weiß ganz schnell unterwegs. Ganz kurz gucken. Natürlich das alles ab und zu. Momentan habe ich jetzt nicht mehr so. Also sage jetzt mal, oder ich sage es mal so, für ein. Ja, wobei mit den Öllampen. Pemmikan ist halt doch nur für eine Siedlung gedacht. Warte, muss mal dahinter. Also vor allem Öllampen, Pemmikan dürfte kein Problem sein, das wird auch so hinhauen. Im Schwebezustand. Nehmen halt nochmal ein bisschen Holz, ein bisschen mehr Holz mit. Das ist die Quest. So, nee, warte mal. Erst 80, ja. Wir müssen uns eh aufpassen mit weiteren Gebäuden, das wird sowieso nicht funktionieren. So, da müssen wir aber langsam aber sicher genug haben. Luftschiff. Kann man es reiten, oder? Den Pemmikan freizuschalten. Das verrückt ist, ich brauche 500 Entdecker für die Öllampen, erst dann kann ich sie upgraden. Unsere Fortschritte. Und das mit dem Upgraden muss ja sein, weil sonst kann ich das mit der Gaspumpe nicht machen. Na also, bin ich froh, dass ich nicht mehr dein Tankwart sein muss. So eine Unverschämtheit, ich sag's dir. Aber bringt nichts, weil ich brauche die Entdecker, die mir den Job machen. Oh, wo war ich? Ach ja. Ich stecke mitten in volumetrischen Analysen. Genau, also ist sowieso doof. Ja, lassen das mal, beobachten ein bisschen, wa? Propeller Jetzt drehen kommt sich. er wieder mit natürlich ist Kohle und Fleischkonserven voll, weil er wird jetzt eh nicht mehr los momentan. Okay, okay. Also weiter hier im Text. Sie wollten ja die Steilwand hinauf. Kurs gesetzt. Wenn wir hierhin kamen sie und dann weiter hinauf. Tatsächlich. Manövriere. Ja, da sind die Seile, okay, das sieht man. Mhm. Auf Kurs. Jo, gelesen haben wir schon. Fürchterliche Reise. Ist hier ein bisschen verschwommen und dann sind sie da weiter. Kurs gesetzt. Da hat da jemand abgenippelt. Ich unterstütze Sie, auch wenn ich damit alleine bin. Ja. 30. Juni 1848. Ich habe meinen besten Mann, Captain Sturgeon, in den Bergen verloren. Der arme Mann war zu verängstigt, um mir recht zu geben. Einige haben es geschafft, doch alle sind hungrig und verzweifelt. Man braucht hier oben bergeweise Essen, um genug Energie zu haben, doch wir haben keines mehr übrig. In der Nacht war Schnaufen und Knurren zu hören. Entweder wir essen hier lebende Bären oder sie werden uns mangelt fressen. an Arbeitskraft. Land der Bären. Auf Kurs. Jäger müssen stark sein, wenn sie hierher kommen. Das sind irgendwie zweifelhaft. Die
Die Frage ist sowieso, was wird eigentlich die Story alles umfassen, oder Leute? Wird es einfach vor allem darum gehen und dann ist Schluss? Oder wird es irgendwie, also um die Rettungsmission gehen und dann ist Schluss? Oder wird es noch irgendwie einen großen Plot-Twist geben? Außer Kontrolle. Das ist nicht so schön. Die Feierlichkeiten sind beendet. Ah gut, ist sowieso die Feuerwehr direkt hier und so, da passt dann. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich Luftschiff. verringert. Ja, das war irgendwie klar. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Vielleicht werden wir sogar das Ende dieses DLCs, dieses Story-DLC, sogar in dieser Folge noch erleben. Ich meine, sind wir im Part 150. Wäre also nicht so schlecht. Steuere! So, dann sind sie hier entlang. Dann haben sie die besonders kluge Idee, dahin durchzugehen. Kurs gesetzt! Ingenieur Ranulph Little. Auf So, das sind die Bären, das sind wohl die Rest der Truppe. Kurs gesetzt! Tja, wir sind die Bären. Steuere! Manövriere! Die Bären so, hey, komm runter, Mann, ich mach dich fertig. Auf Kurs! Ja. Okay, aber ein Teil ist weitergezogen. Das hat es irgendwie überlebt, wie auch immer sie das geschafft haben. Steuere! Auf Kurs! Oh Mann, es ist im Prinzip einfach zugucken, wie einer nach dem anderen. Zieht auf. Ihr Vogel wird taumeln wie eine Feder im Wind. Nicht gut. Ja. Es ist irgendwie wieder schleichende Tode für ihn, einen nach dem anderen. Und wissen unausweichlich, was am Schluss passieren wird. Wir können nicht aufnehmen, was auch immer das sein soll. Jetzt müssen wir durchgekommen sein. Ja, hier geht es auch schon weiter. Der Wundarzt ist verstorben. Oh, das ist immer gut. Wenn kurz der Arzt abnippelt, Auf Kurs! dann weißt du, jo, jetzt hast du die beste Chance zum Überleben. Kurs gesetzt! Ja, das war's dann wohl, wa? Weiterer Sargnagel. 3. August 1848. Sir John hat mich, Captain Lieutenant Remy de Yew, mit der Fortführung seines Logbuchs beauftragt, der zu schwach ist, selber einen Stift zu Papier zu bringen. Doch auch für mich werden wohl nicht mehr viele Einträge zu schreiben sein. Spielstand gespeichert. Dankeschön. Wir werden zwar nicht mehr von Bären verfolgt, doch da wir unseren Kompass verloren haben, irren wir seit Tagen und Wochen in den Hochländern, Hochtälern herum, die alle gleich aussehen. Wir sind nur noch zu 6. Captain Faithful, Sergeant, der erste Offizier, Little, ein Ingenieur, Hudson, ein Arzthelfer, den haben wir gerade gesehen, der Arzthelfer, Irving, ein Schiffsjunge und ich. Der Junge ist noch am Leben, weil er ein guter Kamerad ist. Niemand hat es über sich gebracht, ihn zu verspeisen. Alter. Das Fleisch der Bären hat nicht lange gereicht. Sir John hat uns beschworen, niemals jemandem von dieser Schande zu erzählen. Doch wem sollen wir schon davon berichten? Die Hoffnung ist dahin. Die Nacht gehört Amarok. Auf Kurs! Ja, ich glaube auch, das war's. Wir werden da niemanden mehr antreffen. Weil das Problem ist, wir wissen gar nicht, welcher Tag haben wir jetzt. Also insofern, wir können gar nicht unterscheiden, wie viele Tage sind bereits vergangen, seit der Brief geschrieben wurde. Auf Kurs! 7. August 1848. Sir John spricht wieder. Er sagt, heute Nacht sei im Schlaf der Umriss eines großen Wolfs erschienen, der uns kennenlernen möchte. Unser Rudel besteht nur noch aus 3 Mitgliedern. Sir John, der junge Irving und ich, Remy de Yew. Wir werden Sergeant Little und Hudson nie vergessen.
Ebenso wenig wie die anderen, die gestolpert und gestürzt, erfroren, erkrankt, verhungert, ertrunken, durch Spalten gefallen oder von Bären gerissen worden sind. Und wir gedenken jenen, die, als uns die Vorräte ausgingen, in Kürzung gezogen haben. Doch wofür? Falls es tatsächlich eine Passage gibt, so haben wir sie nicht gefunden. Obwohl er verrückt geworden ist, werde ich Sir John bis zu unserem Ende nicht von der Seite weichen. Der wild entschlossene Schiffsjunge Irving ist unser Schutzgeist, der im tiefen Schnee mit übermenschlichen Kräften die erwachsenen Männer abgewehrt hat, die seine Beine zu Abend essen wollten. Alter. Die Männer, die ihrem Faithful hierhin gefolgt sind keine Männer mehr. Manövriere! Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Ernsthaft? Das Es ist nicht mangelt schön. an Arbeitskraft. Ja, auf der ganzen Welt mangelt es an Arbeitskräften. Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Danke. So, weiter geht's. Steuere! Die Passage. Ja, die Frage ist halt die Passage. Warum heißt DLC die Passage? Hä? Werden wir es jetzt herausfinden? Was ist die Passage überhaupt genau? Manövriere! Nee, ernsthaft? Die waren vorher noch ein bisschen größer. Flugroute ist eingezeichnet. Ja, dann komm mal. Flugroute ist eingezeichnet. Dort, schon lange tot und dennoch lebendig. Amarok hat sie verschont, damit ihre Geschichte weitergegeben werden kann. Zu spät! Zu spät! Alle sind tot! Meine Vermessenheit vor den Göttern! Wir waren von Anfang an dem Untergang geweiht! Meine Sturheit! Mein schändlicher, fahrlässiger Ehrgeiz! Ich hätte dort draußen mit ihnen sterben müssen! John. Mein John. Ich bin nicht mehr John. Ein Phantom, teuerste. Verdammt, auf ewig in dieser Ebene zu verweilen. Sag, was du willst, John. Ich habe alles getan, um dich zu finden. Und ich habe nicht vor, dich nun aufzugeben. Mit dir konnte ich nie streiten. Es tut mir leid um Sir John. Er hatte eine schwere Zeit, so wie Sie alle. Ich bin Ihnen so dankbar. Glauben Sie nicht, ich hätte Ihre Belohnung vergessen. Aber nun muss ich erst einmal meinen Gatten nach Hause bringen. Was, wenn ich zutiefst voreingenommen wäre? Sir John Faithful Ein gefunden. schreckliches Missverständnis. Und jetzt brauche ich wirklich deine Unterstützung. Ich wusste von Anfang an, es war eine Falle. Wenn Sie jetzt keinerlei Gnade zeigen, würde mich das... Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Sir John und Lady Jane wieder vereint. Lady Faithful lobt die alles entscheidende Unterstützung von Sir Michael. 3 heldenhafte Überlebende kehren endlich zu ihren Die Liebsten zurück. Waffenruhe wurde beendet. Sir John Faithful wird für eine tapfere Führung ausgezeichnet. Gerüchte über Kannibalismus Schiff werden unter vehement Beschuss. zurückgewiesen. Sie haben sich definitiv nicht gegenseitig verspeist. Ihr Hafen wird angegriffen. Ernsthaft? Lass die echt so gut sein, doof? wir sind schon tot. Sei froh, wir lassen nur selten jemanden am Leben. Tja. Jetzt die Frage, Freunde. Gegenseitig aufgefressen. Wollen die mich auf den Arm nehmen? Meiner ist zumindest noch dran. Auf Kurs. Konkurrenten haben einen Friedensvertrag unterzeichnet. Die Frage ist jetzt, was das mit dem DLC, mit dem Story-DLC? Oder wie oder was?
Bin ich froh über die... Heute ist es schlimmer als sonst. Hm. Ein Gentleman beklagt sich nicht. So, ein bisschen Gentleman. Erwarte neuen Ja, Kurs. der ist der von der Route. Wie sieht es eigentlich hier so aus? Okay, die haben von den Dingern hier genug. Sieht soweit auch eigentlich ganz gut aus. Ja, trotzdem halt hier das Problem, ich bräuchte noch viel mehr Einwohner. Ja, wie weit reicht die Heizung hier, aber? Ist es drinnen kälter? Im Schwebezustand. Aber sie liefern schnell, muss man zugeben. Das ist zumindest sehr gut. Etwas Besseres verdienen Sie nicht. Ein äußerst vorteilhaftes Ergebnis. Ganz kurz gucken. Immerhin schon auf 31. Okay, das vielleicht bleibt sogar beim Frieden. Wer weiß das schon. Das alles bloß wegen ein bisschen Gas. Also ich weiß nicht, Leute, ich weiß nicht. Die Rettung, okay, also der Abschluss im DLC. Ich glaube sowieso langsam gut auf dem Timing her für die Folge. Also sowieso langsam dann zu Ende geht. Ja, jetzt hier, wir haben hier offenbar genau so ganz knapp reicht's noch. Gut, von mir aus soll nehmen wir jetzt nicht unser Problem sein. Natürlich dann hier irgendwie sagen, hey, jo, müssen wir ja noch ein bisschen was machen. Dann können wir mit der Heizung so schon eher ein bisschen knapp werden. Ich meine, ich kann ja dann theoretisch sagen, hey, Heizofen, mach hier oben nochmal einen. Durch einen Gas auf ein bisschen Kohle verheizen, das kommt sicher gut. Weil wie sonst sollen wir auf die Anzahl der Personen kommen, die noch brauchen wir die nächste Stufe? Das alles nur für ein bisschen fucking Gas, ey. Da ist... Wieso muss es nicht? Wieso müssen das die Techniker sein? So. Ich glaube, Gas, also mit der Kohle ist sowieso kein Problem. Da können wir auch 2 beheizen. Da ist sowieso kein Problem. Die steigen eigentlich auch ganz gut. Natürlich muss ich unten ein bisschen gucken. Auf der Hauptinsel dann wieder mehr Pemikane und auch mehr Öllampen herstellen. Denn sonst reicht es eben doch nicht. Generell die Entdeckerarbeitskräfte, ja, sie steigen, aber irgendwie brauche 500 Entdecker für die Öllampen. Ich komme aktuell nicht mal auf die Hälfte. Einen Friedensvertrag unterzeichnet. Und habe eigentlich schon ziemlich alles hier oben verbaut. Das heißt, ich müsste eigentlich hier hinten weitermachen. Wäre sowieso die Frage, ob ich dann den nicht nach unten schippere. Ja, wäre glaube ich klug, aber... Dann hier unten nochmal eine Kantine machen. Ja, das ist irgendwie vernünftig, aber... So, Lagerhaus hier oben kann auch nicht schaden wegen der Heizung. Also wegen der Kohle zum Liefern. Ich glaube, wir machen sogar Sie hier, haben falls ich... ein neues Zwischenziel erreicht. Lager. Karl Lagerfeld oder was? Also bitte mal verschwinden da, ich möchte gerne gucken. Dankeschön. Die Küche braucht zum Glück ja keinen Heizofen. Ja komm. Dann mache ich den mal hier hin.
Dann die natürlich ein bisschen kalt da oben, deswegen verschiebe ich die auch nach hier unten. Es mangelt an Arbeitskraft. Jo. Also hier unten hat auch ein bisschen kalt, war. Genau, für die jetzt noch gereicht. Dann machen wir noch hier einfach. Machen wir es doch ganz einfach, wa? Bevor wir die 150. Episode des Let's Plays beenden. Alter Schwede. So, die haben schön warm. Der nicht, der ist schon zu weit weg. Der war gerade irgendwie alle, oder was? Warte mal. Ist das so? Ja, das ist so. Haben Sie richtig erkannt, Madame? Was? Hat er schon, der kommt noch sicher bis er. Ja, eben, der kommt sicher bis hier runter. Wollte schon sagen, ey. Gut, weißt du was ich hier sowieso habe? Dann lasse ich die mal noch, dann passt das. Die haben auch ein bisschen Wärme, perfekt. Jo, da jetzt muss ich echt nur noch die Nahrungsmittelzufuhr ein bisschen optimieren. Unsere Insel weiter unten, damit es hier klappt, dann kann ich hier noch bauen und den noch bauen und theoretisch auch noch den hier bauen. Hier müssen eigentlich auch gehen, kann hier sogar einen Polarwacht und so weiter hinbauen. Ein Postamt, das wir dann sowieso nicht brauchen. Eine Polarwacht. Die braucht schon, vor allem in dieser ekelhaften Kälte. Oh. Das ist natürlich ein bisschen unpraktisch. Ich muss noch ein bisschen mehr rausholen. Moment. Den da weg, den da weg, den da weg. Alles weg, sagt der Michael. Nee. So. Dann hier und hier. Voila. Dann haben wir hier wieder Platz. War das von der Positionierung her? Es reicht ja. So. Und schon den auf 500 kommt. Ich habe noch keinen Plan. Ich glaube eher weniger. Aber hey, wir haben zumindest schon mal gebaut. Wir werden noch irgendwann noch bleiben wir in alle. Gas fördern können. Aber erst einmal jetzt Zeit, das DLC trotz allem irgendwie noch zu beenden. Auf irgendeine Art und Weise. Wo andere aufgeben. Ich habe ihnen versprochen, sie zu belohnen. Und das habe ich nun getan. Ich danke ihnen, dass sie meinen geliebten John gefunden haben. DLC, die verschollene Expedition. Ja. Bereit zum Einsatz. Gemacht. Also ich weiß jetzt nicht, storymäßig muss ich jetzt mir persönlich sagen, war jetzt nichts. Ja, war es spannend. Es war interessant, das alles zu erleben, weil man ein bisschen durchgeführt wurde. Ein bisschen zu den Zeppelinen, ja. Aber Spannung ist ein bisschen was anderes, Leute. Insofern irgendwie auch, wie ich finde, ein bisschen schade. Ein bisschen zumindest. So. Ansonsten. Oh, die Kohlentab. Alter, das darf nicht wahr sein. Haben wir zu wenig Kohle für 2 Inseln? Ernsthaft? Perry musste sein Schiff, die HMS Glühende Wut, aufgeben. Sie muss noch irgendwo da draußen sein. Ich habe früher seine Expeditionen im Garten nachgespielt und kenne die Koordinaten der HMS Glühende Wut noch immer auswendig. Es gibt dann noch so ein paar Sidequests, die man machen kann. Wir wollten eigentlich das noch machen für ein paar mehr der Waren. Also ich würde sagen, wir werden uns in den nächsten Folgen darum bemühen, dass wir noch Schlafsäcke und Parkers herstellen, plus Ganze noch optimieren auf der Insel.
Also auf den 3 Inseln dann, auch mit mehr Kohle und so. Sieh an, der Idiot ist zurück. Oh, gütiger, ich Kompromiss. Beziehungsweise natürlich auch darum geht, dass wir erst einmal das Gas schöpfen. Zum Gucken können wir das auch zum Heizen verwenden, wäre eigentlich ganz praktisch. Und falls nicht, können wir es irgendwie auch in der alten Welt dann für den Strom gebrauchen. Da geht es irgendwie nur hier mit dem Strom. Und warum? Ne, auch nur in der alten Welt, Wenn okay. ich meiner Stimme eine gewisse Überheblichkeit gebe, denken die Leute, dass ich weiß, wovon ich rede. Und vor allem das Gas fördern. Ist es ähnlich, wie wir es bei dem Öl haben, dass man dafür spezielle Ölfrachter, beziehungsweise in diesem Fall natürlich Gasfrachter oder Gasluftschiffe braucht. Da geht das einfach so. Das sind so die Dinge, die ich gerne noch mit euren Tüten anschauen möchte. Da sind vieles weitere in den nächsten Folgen. Noch nicht? Und ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet soweit auch Spaß mit der eben bereits 150. Folgen bereit, beziehungsweise sind das auch schon über 150 Folgen. Sehr viele Stunden investiert. Und eben, sobald dann, also ich denke, es sind noch irgendwie maximal 10 Folgen und so, weil eben allzu viele dann auch nicht mehr investieren ins Ganze. Auch wenn es Spaß macht und so, aber irgendwann muss man auch mal sagen, okay, das war's jetzt mal. Also 1, 2 Dinge interessieren mich jetzt noch, wie der Ganze funktionieren könnte. Ob es das ist, wie ich es irgendwie vermute. Mal generell Luftschiffe haben wir jetzt rausgefunden, das ist ganz geil. Das funktioniert. Geht es auch mit Handeln zwischen alter und neuer Welt? Vermutlich schon, ich kann es auch hin und her schippern. Ist deswegen, oder wäre es zu bevorzugen gegenüber anderen Schiffen, weil sie viel schneller sind. Und angeblich abgeschossen werden können. Wobei, wie kann ich eigentlich so Luftschiffe beschützen? Nee, war. Warten wir gerade schon. Ja, und ist denn das momentan auch das momentan eigentliche Ziel, einfach überall Luftschiffe zu bauen? Die muss ich nicht beschützen, weil sie können auch nicht abgeschossen werden. Wäre alles picobello, aber einfach mehr Schiffe, weil ich habe nicht so viel Ladekapazität wie mit diesen Schiffen hier. Könnte ja sein. Ich könnte meine ganzen Öldampfer, Ölfrachter wegschmeißen, weil die auch nicht mehr brauche. Das sind halt so Fragen, die man sich stellen kann. Ja, wie gesagt, ich muss ja dringend ein bisschen aufräumen und so ein bisschen optimieren. Also will jetzt mehr hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dahin, danke fürs Zusehen und ciao zusammen.